Kelly. Joel? So, hast du eine neue Frisur? Nee, also ich habe mich ein bisschen genervt, weil sie schon so lang sind, dass ich sie so hannen an ein großes Klammer gestochen. Ich kenne das schon mal für nicht allzu langer Zeit so Haargummi gekauft, die ich zwar ständig verlieren, aber die für allem, wo so warm wäre im Sommer, immens gut wäre für mich, doch einfach schon ziemlich lang Haar zu summen, zu bonnen. Und dann hört den instant eine neue Frisur, aber das ist natürlich nicht wirklich eine neue Frisur. Dat Heu aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Willkommen bei einer neuen Folge von Maybe Sex. Heute schwatzen wir, wie ihr erst vielleicht schon denkt, über Haar auf Frisuren. Und wir hatten schon eine Episode über Intimhaar. Und heute geht es spezifisch um die Haare, die wir um den Kopf haben. Right? Ganz genau. Schuss die um Kopf, nicht die am Gesicht, nicht die inzwischen auch nicht. Wie hat sich die Frisur dann so verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten? Also als Kind hatte ich echt Kurzhaar und dann hast du so Frisuren mit so kleine Witze oder so. Und dann, seitdem ich teeny war, hatte ich es am Anfang lang. Also ich denke, dass da für allem so Vorstellungen von Weiblichkeit eine Rolle gespielt haben, für was ich lang Haar hat. Und dass das ja so irgendwie dazu gehört. Und dann mit 1920, wo ich als letzte Befort geplant bin, war irgendwann ein Moment, wo ich mir so kurze Bob geschnitten habe. Also so schöner langt, mit dem Schädel auf der linken Seite und überall gleich lang. Und das war so mein Signature Hairstyle. Und ich muss so einfach eine geile Zeit für 6 Jahre, weil ich bin zweimal im Jahr bei der Coiffeur gegangen und habe mir so genau selber geschnitten. Und das war es. Ja, und dann, als die Pandemie kam, und dann war ich so, boah, am Anfang wäre wirklich der Moment für ein paar Frisuren auszuprobieren. Und dann habe ich mir so Kurzhaarschnitt gemäht. Und aus verschiedenen Gründen, ein davon aus Maintenance, das ist mal wirklich einfach zu anstrengend, das all 3 Monate bei einem Kurzhaarschnitt bei der Coiffeur zu gehen. Sind erst dann daraus so Foki gehen, also für ein bisschen mehr kurz, Haare mehr lang, von unterschiedlichen Längen. Also mittlerweile habe ich so ein bisschen inner Chiller lang Haar mit einem kleinen Pony. Der im Moment relativ kurz ist, weil, Joel, ich verstehe den Struggle am Sommer, dass es warm ist, so wenn es nicht die Spengel gerade. Und ich habe auch viel so mein Pony nur geschnitten, den immens kurz ist, weil einfach zu warm war drin. Ne? Ja, und ich habe natürlich Krauseln, ich so schwarz, ganz dunkelbraun Haar mit Krauseln. Da hatte ich Glück, weil kann ich am Anfang nicht verscheißen. Mir so wirklich zufrieden sind ich nicht, aber witzigerweise gehe ich heute bei der Coiffeur. Ah ja. Weißt du schon, was Ja. du kriegst? Oder was du musst? Darüber schätzen wir vielleicht noch geschwind, was so eine so hohe Persönlichkeit aus. Aber ich wünsche mir ein Signature Hairstyle. Ab ist, wo ich all 4, 5, 6 Monate bei der Coiffeur gehen, genau dasselbe drum kriegen und dann für Jahre, also das. Und ich muss mir keine Gedanken mehr darüber machen. Ich muss nicht viel Sonne investieren, ich muss nicht irgendetwas nur schneiden, weil ich fand das am Anfang extrem anstrengend. Voilà. So viel mal für eine echte Antwort. Wie ist es bei dir, Joel? Also als Kind immer ganz, ganz kurz, so Brust geschnitten, war als kleiner Jung, englisch echt normal. Als Teenager dann irgendwann mir Langwurzel gelost, auch weil ich ein bisschen, vielleicht schwätzt man nur noch über Subkulturen, so ein bisschen an der Metal-Szene in der W wäre, an das da cool fand, aber ich meine noch für noch, weil ich keine Lust hatte, bei der Coiffeur zu gehen. Irgendwann hatte ich dann so Dreadlocks, Rastan, gebe ich halt nicht mehr machen, so aus Gründen von Cultural Appropriation, aber damals wäre mir das leider nicht so bewusst, das hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemäht. Die hatte ich relativ lang, dann habe ich sie irgendwann aufgeschnitten, hat dann eine Zeit lang ganz kurz Haar, haben sie auch ein bisschen Wurzel gelassen und dann sind so ganz viele Experimente mit Sidecut, Undercut, also weiterkommen. Irgendwann habe ich mir dann auch mich getraut, sie zu firmen. Das wird lange gedauert, bis ich das getraut habe. Ich hatte dann rosa, also eine Zeit lang wirklich so knallrosa. Den Traum wäre am Anfang immer für so hellrosa, so zuckerwurtrosa Krauseln zu haben.
Schon am Anfang krauseln, also je nachdem, was für ein lang, ich meine, mittlerweile sind sie schon so lang, dass sie sich nicht mehr so gut krauseln. Aber es gibt so ein gewiss Längt von Haar, wo sie sich natürlich krauseln, auch noch ziemlich cool ausgesehen. Also meine Haare sind halt auch relativ dunkel, vielleicht nicht so dunkel wie denk, aber auch so hellbraun bis dunkelbraun. Und das ist einfach schwer, also zu färben, das heißt, oder zu blechen, erstens mal, das heißt, muss ich relativ viel Blech wollen. Und da sind sie so futti, dass sie sich nicht mehr grauseln. Das heißt, das hat am Anfang nie geklappt, den Dram. Und dann hatte ich auch lange Zeit immer so Undercutten. An der Pandemie habe ich sie irgendwann am Make-up mir kurz geschnitten und seitdem einfach normal Wurzelgloss. Aber mittlerweile ist es echt, also wenn ich mich hier an der Kamera gucke, so Tipp volle nascht. Das heißt, ich müsste mir auch mal Maps überlegen. Also ich spiele noch mal im Gedanken, vielleicht ganz kurz zu schneiden und dann zu gucken, was geschieht, wenn ich es rausführen lasse. Mein Problem ist ein bisschen, dazu kann man vielleicht noch ein bisschen schwätzen, dass ich ein bisschen so das Gefühl habe, ich so eine Zeitbombe, so viel Zeit ausnehme, bis vielleicht nicht mehr so viel hohe da sind und dann nicht mehr so, also so viel Frisuren zu machen. Mehr nachgeht es. Ich meine, dass es mehr Männer gibt, die Probleme haben mit so Geheimratsecken, also dass du so längs ariert Urwen op der Stier ein bisschen mit dünn gehen. Und ich kann effektivere pur von meinen männlichen Kollegen, die ein kein lang Haar hat und die gesagt haben, ja, mir das sieht irgendwie komisch aus, wenn ich da lang Haar habe und du wennst manchmal einfach kurz. Und ich verstehe das natürlich. Und ich denke so, mit den Haar am Alter, also auf jeden Fall so ein Thema, was an unserer Gesellschaft, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen kritisch ist auch. Also irgendwie wurde so, ich bin nicht so, dass es so ein Tabuthema ist, mit das schon so etwas, was einem so ein bisschen peinlich ist, oder für wer den so schummt. Ja, das fand ich extrem schön und ich fand auch, also so, und der schummt, die ihn hört, wenn die Haare nicht schön sind, seien auch, wie viel gesellschaftlich hohe abgelöst sind. Und dass sie vielleicht auch etwas mit Themen wie Klasse haben, also dass Leute, die so haben, sich das Letzte können, die Haare schön zu haben, sich darum zu kümmern, sich Frisuren zu machen und so weiter. Und dass es da, wenn es irgendwie so ein Marker ist, auch von einem Lebensstandard oder so vielleicht. Und natürlich auch mit Gender, also wie die, wenn sich ausdrücken von den Haaren, was gesagt schön ist, was gesagt schön gesehen, was gesagt nicht schön gesehen. Genau, weil wusst du Thema Frisur vorgeschlagen hast, ich mal, das passiert, meinst du, so gedacht, geht dazu wirklich so viel zu sagen. Und dann habe ich so ein bisschen nach meiner eigenen Geschichte geguckt, weil das dazu alles zu so geht, was das alles aussieht. Und dann habe ich ein bisschen gesellschaftlich drüber nur gedacht, was Frisuren aussehen. Und ich dachte, wow, okay, am Anfang könnte man 3 Episoden nehmen zu Frisuren machen. Ja, das fand ich immer mega cool, wenn das passiert bei einer Episode. Dafür, ich meine, mich echt froh ist, was so und dann Frisuren aus. Über eine Persönlichkeit oder auch über eine Subkultur oder auch über Gender-Sachen oder so. Du siehst ja schon, dass das gesellschaftliche immens abgelöst und ich meine, dass das so einfach, das wird cool aus der Runde, dass den sich eine Frisur raussichern kann, mehr oder weniger, je nachdem, was für biologisch Grundlagen sozusagen hat. Also mir sollte schon Gender klar, ich meine, Race könnte auch noch dabei, da können wir zwar just drüber schwätzen, dass das gibt und nicht als Erfahrung von POC schwätzen, wo die Haare ja auch nicht ganz anders abgelöst sind, aber ich denke, dass eine Frisur einfach relativ viel darüber aussieht, was für ein Mensch ihn aus oder sie will, was den noch außen will verkörpern, aber was einem wichtig ist. Also, wenn ich zum Beispiel über lange Haare bei Männern schwätzen, dann ist da zum Beispiel oft etwas, was mit einer gewissen Subkultur verbunden ist, aber nicht immer. Also, mir fällt ein letzter Minister an, den echt länger Haare hat, obwohl er ziemlich stark Geheimratsecken hat, den gebe ich aber unbedingt als Mettler bezeichnen. Nee, so ist das aber das echt, was einem so aufhält, gebe ich so. Und wenn ein erwachsene Männer mit langen Haaren gesagt, dann denkt den echt dazu so an einen Mettler-Rocker Stereotyp fallen. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt. So, ich wähle das aus, dass ich das etwas, was Leute mit mir verbunden, die ich wo sie mich gesehen, auch wenn das vielleicht falsch ist, wenn das vielleicht nicht genau stimmt, dass ja aber etwas, was direkt auffällt, da wo ihn sich direkt Gedanken mischt, aber wo ihn sich aber auch diese Idee kann, okay, ich will am Anfang an der Masse innergehen und ich sehe mal ein ganz normal energiemäßige Frisur, was auch immer das dann heisst. Ja, weil du so ist, dass so Geheimratsecken oder ein Glatz kriegen, so mit viel Tabuen, belöst das mit Charme,
ich meine, dass er doch historisch irgendwo gewusst ist. Also das gibt ja schon irgendwie an der Bibel so Geschichte von Männern mit langen Haaren, die dann hier hohe aufgeschnitten kriegen, die dann hier Kraft verlieren. Auch so Geschichte von Leuten, die versklavt gehen, die hier hohe da ganz geschurkruten. Also das aus Mensch einfach schon ganz, ganz lang gesellschaftlich ziemlich abgelöst, das hohe Thema. Ja, und ich ging da auf jeden Fall bei den rassifizierten Aspekten zustimmen. Also, was ich von schwarze Personen gelehrt oder auch gelesen habe, ist, dass einerseits Black Hair viel von rassistischen Äußerungen betrifft, was du dir vielleicht uphacken oder so, aber auch von so Verstoppen, also dass in den nicht weisen. Ich mich immer da ein bisschen mehr beschäftigt, weil es so eine Methode gibt, für auch so grauselig hohe quasi Krauseln rauszukriegen. Curly Hair Method oder Curly Girl Method. Und da sind auch viele Praktiken, Anfang Schwarzpraktiken von hoher Maintenance mit dran, die lo aber an seiner weißer kapitalistischer Logik halt so von irgendwelchen weißen Influencerinnen verkauft gehen. Genau, also ich denke, dass da ganz viele Aspekte gibt, die man halt auch gar nicht so richtig an Dave aufdecken können. Mir vielleicht wichtig für am Anfang so ein bisschen die unterschiedlichen Themen umzudeuten, die vielleicht auch da mit drastieren. Und ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen so darüber nachgedacht, was für unterschiedliche Frisuren-Tippen es gehen. Weil es gibt Leute, die wirklich so Signature-Hairstyle haben, an denen über Jahrzehnte. Und die Leute, die alle halb Jahr eine neue Frisur haben und sich immer neue rauswurzeln lassen und dann, wenn sie bei der Coiffeur gehen, immer etwas Neues machen. Und ich denke, das ist so ein Spektrum. Da gibt natürlich auch Leute, die irgendwo so eine Mischung sehen, die heinz so eine Veränderung machen und dann aber eine Zeit lang dabei bleiben. Und, so natürlich. Und ich denke, es sind auf dem Spektrum echt auf dem Anfang, am Anfang würde ich mich nicht um mein Haar kümmern und ich hätte gerne einfach etwas, was passt. Und ich meine, von daher könnt auch so meine Frisur Frust von den letzten Jahren. Ja, das ist nie bei einer Sache geblieben, wo ich mir gedacht habe, so, ja, das ist und das behalten ich lo. Und sie lösen so Frisuren mit. Wie ist das bei dir? Das Problem ist ein bisschen, dass auch von den selbst möchte wie Sidecut oder Undercut, wo man sich denkt, okay, da kann ich so einfach mal eine Zeit lang Wurzel lassen. Ich muss das ja just alle paar Wochen einfach nur rasieren. Das ist für nicht viel erbischt. Das für nicht viel erbischt, das dann trotzdem immer rausschiebt. Und meistens ist es so lange rausgeschoben, dass ich schon gar nicht mehr gesehen habe, wo den Sidecut angefangen hat oder wo die anderen Haare wären. Und es da relativ schwer wäre, für zu schneiden. Und ehrlich gesagt, dass es sich selber schneiden, das hat zwar eine Zeit lang geklappt, aber so super gut hat es dann aber nicht geklappt. Für allem gesagt, die irgendwie Hand im Kopf, aber nicht so gut, wie die möchte. Das ist dann aber immer ein bisschen schwierig gewesen. Und ich hätte einfach gern, dass sie nicht unbedingt so schnell wurden. Weil am Anfang wäre ich eine Zeit lang relativ zufrieden, wie sie ausgesehen und schon wirklich fand, dass sie auch schön sich gekrauselt haben. Aber das man so gerade halt nicht mehr. Und es gibt zwar Produkte, wo in die Krauseligkeit ein bisschen kann anregen, aber dass man dann auch ein bisschen viel erbischt für Alkeas, Nankeer, der Krausel-Shampoo extra zu benutzen, nie auf dem normalen Nanker anzusprayen. Und so weiter und so fort. Und dann klappt es aber auch nicht immer. Da muss ich gucken. Aber vielleicht muss ich einfach eine gute Coiffeur finden und mich beroden lassen. Wenn ihr eine gute Coiffeur hört, ein guter Coiffeur hört, das ist schon bald wie einen guten Psy zu haben. Ja, ich ging da so rasch, weil die Zeit, wo ich mein Signature Shoulder Length Wavy Curly Bob hatte, sind ich immer bei derselben Coiffeur gegangen. Und schon recht nur, weil durch die Pandemie, die Coiffeur war zu Lützburg, das heißt immer, wenn ich zu Lützburg war, 2 am Jahr, sind ich halt hingegangen. Und ich schon nur käme ich fand, wem dem ich auch so vertraut habe, wo ich gesagt habe, das da passt. Das heißt, also schon so ein bisschen gefehlt, dass mein Struggle auch dummer da zusammenhängt, dass ich kein Coiffeur meines Vertrauens habe. Also ich ging da auf jeden Fall zustimmen. Und ich ging auch zustimmen bei der Side und Undercuts. Also ich hatte, bevor ich mein Kurzhaarschnitt gemäht habe, für diesen Undercut gemäht. Und dann habe ich mir gedacht, kann ich sie direkt alle waschschneiden. Und seitdem ich mein Kurzhaarschnitt hatte, das deelt sich so ein bisschen ein Post-Kurzhaarschnitt an. Was natürlich noch einer Grin hört. Und nachdem sich den hatte ich immer auch den Sidecut, den ich dabei hatte, gehalten. Das heißt, da, wo quasi die Haare sind, 4 runden Ohren.
kann ihn das ja quasi lang rauswurzeln lassen, wobei das bei verschiedenen Leuten mehr oder Männer lang geht, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und dazu bin ich immer so nur geschnitten, weil ich fand, okay, wenn mein Haar ein bisschen mehr lang gehen, als die Konnotation oder so, wie Leute mich auch wohlholen, oder vielleicht auch wie ich mich selber wohlholen, das ist auch so froh. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung ist ja da nicht damit selbst. Ich da feminin. Und den Look war mir irgendwie dann zu feminin, wo ich mein Haar rauswurzeln gelassen habe. Und ich meine, du willst dann den Übergang auch quasi zu so einem Fukuhila gehen, weil das ist ja aber echt ein Queer-Frisur. Aber ich denke mir auch, okay, ja, hi, das ist halt Cut. Und dann gehe ich als 2-3 Mal denke, nur schneiden bei Personen von meinem Vertrauen oder vielleicht auch bei einem Coiffeur für 7-8 Euro bei mir so Coiffeur an der Straße, den nicht möchte. Mit wie es ja trotzdem immens sehr raus. Also am Anfang spätestens all 2 Wochen muss ich zumindest Form nur schneiden oder irgendetwas nur schnibbeln. Und dann denke ich mir so, okay, das mal da wert, aber das ist auch einfach wirklich Maintenance. Auch wenn das blöd klingt, weil es ja all 2 Wochen oder einmal die Woche 10-15 Minuten. Und ich beneide halt so Leute, denen das Spaß macht, so sich Frisuren zu machen, hier hoher nur zu schneiden, so, weil mir möchte doch einfach keinen Spaß. Du sollst noch ein paar Sachen. Ihr Satz, den ich immens spannend fand, nämlich, dass der Vokuhila eine queer Frisur ist. Ich erinnere mich noch, dass der Vokuhila am Anfang eine Frisur war, über die Leute gemäht haben, an der ich da so, also etwas von der Innerschicht oder von Leuten, die so an Reality-TV oder RTL 2 abgetreten sind, die hatten dann ein Vokuhila und das war ganz schlimm und ganz lächerlich für sich so eine Frisur zu machen oder so eine Frisur zu haben. Und das hat sich aber in den letzten paar Jahren ein bisschen geändert und das am Anfang als Vokuhila rehabilitiert von queeren Leuten. Und das ist ja auch oft so, dass so Sachen, die echt aus der Subkultur kommen, dann irgendwann lächerlich gemäht gehen und dann 10 Jahre drauf gehen sie so abgelieft von Leuten, die das mit dem lächerlich vielleicht nicht so mitgekriegt haben und dann denken, oh, das ist cool, oder einfach sich so, okay, ich will das ausprobieren. An der Schritt von schon die Leute Frisur ironisch zu schon die Leute Frisur ganz seriös, den geschieht relativ sehr. Also mehr als du zum Beispiel auch nach den Hipster-Schnurres an Erinnerung, den eine Zeit lang auch einfach ironisch wäre, an irgendwann nur Leute aber ganz seriös gefangen, den Schnurres zu tun. Und ich meine, mittlerweile gibt es für mich eine Offenheit, was Schnurres sind. Geht. Wir wollten eigentlich über die um Kopf schwätzen, nicht die am Gesicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, für sich eine neue Frisur zu machen. Also es gibt natürlich die Methode, über die man nur für Namen geschwärzt und für sich sie neu zu schneiden. Und da gibt es die Methode für ich mache nicht aus dem Hund, das ein bisschen anders gesehen. Gibt es bei dir oder gibt es bei dir irgendwie Momente, wo du das ein oder das andere unbedingt machen willst, wo du ich brauche eine neue Frisur oder ich muss meine Frisur ein bisschen anders gestalten? Ja, und ich meine, das hat ein bisschen mit den Themen, die wir schon angeschnitten haben, wir können vielleicht noch ein bisschen dabei bleiben, zu denen nämlich Subkultur und Queerness. Ich müsste ein bisschen schmunzeln, wo du gesagt hast, dass also so queer Leute angefangen haben, oder Hipsterinnen oder wie auch immer, angefangen haben, Sachen zu drohen und dann also es unironisch gehen. Und ich denke, dass dann am Anfang was das Öftere passiert, nämlich dass aus Subkulturen oder auch von queeren Personen an, welche ihre Stil als dann so mehr mainstreamigen Stil entsteht. Also da gesehen ich zum Beispiel auch an Kleider, also so oversized Blazerin mit großen Hirmen, die am Anfang echt also so Lesbian-Style waren, kriegst du überall an den großen Schänen an der Boutique zu Wien zu kaufen seit 1-2 Jahren. Genau, und ich denke, dass es doch mit Frisuren so ist. Also Momente, wo ich das Gefühl habe, dass ich meine Frisur muss anderen oder anpassen, waren einerseits an meiner Jugend, wenn es zu Subkultur drin, auch so wenn es, damals, wo ich so 14 Jahre alt war, waren zum Beispiel so den Emo-Style mega in, also wissen die Schianen 4, die so ganz rund waren, über dann, wo so total schon vom Gesicht in das gesehen hört. Und da scheinst du auch so mit so einem Produkt mal so 1 oder 2 so lila Strähnen an meinem Haar gemäht, Mojes. Für do, genau. Ein Hello Kitty Spengel, die alles zusammen Nee. Du es war dann aber trotzdem noch zu viel an so Metal-Punk-Szenen in NRW, ja, okay. dass man die Hello Kitty-Sachen nicht so sympathisch waren. Und ich denke, der Grund für was ich mein Haar von so lang ab Schöller geschnitten habe, also besteht voll auch Queerness, also wo ich mal so geschnitten habe, war ich seit einem Jahr
anderthalb Jahr an meiner echter queerer Beziehung und hat das Gefühl, ich befreie mich am Anfang von den Straight Girl Macherinnen, die sind so lang hoher glatten, den Wutz so ganz oben im Kopf am Platz innen im Kopf zu drohen oder so Haarschmuck oder so, an dem sich einfach so, okay, schon die kurz hoher, sie fallen auf die Seite, ob die sie auch immer fallen. Und ich meine echt immer da, ich muss auch nicht mehr glatten und sie können noch Locken haben und so. Also das war schon für mich immer dran. Und auch an der Entscheidung, mal ein Kurzhaar zu haben. Ich fand leider, dass es mir nicht so gut ging. Also ich fand, der Kurzhaarschnitt steht mir einfach nicht so gut wie so mittellang oder langhaar. Was von der Grund ist, was ich schon behalten habe. Aber Queerness und gendermäßig habe ich es schon wirklich cool fand. Am Ende war auch eine wichtige Erfahrung, dass ich da gemäht habe, zu sehen, wie es aus mit kurzen Haaren. Mich selber wollen zu holen, mir auch wie die Leute mich verbausen holen. Und wo so ganz kurz Haare hat, war verschiedene Leute auch ein bisschen verwirrt, ob ich nicht der 15-jährige Boy bin, vor allem mit der Pandemiezeit. Weißt du, wo ihn dann noch so die Masken anhat und ich eigentlich müsste, wo ich heute am Supermarché war und eine Flasche Wein gekauft habe, sind ich schon wegen dem Ausweis gefroht gehen und ich war zu dem Moment 28 und ich war so, ja, I am confusing your perception of gender, I see. Und da fand ich einfach mega interessant, weil so die straight Girl Macherin ab einem gewissen Alter da fortgehen. Also ich ging so in Frauen ab 40 oder Frauen, die Kanner haben und die nicht Bock haben, dass sie Kanner die ganze Zeit in ihren Haaren rappen, die schneiden sich dann hier Haare kurz. Also ich fand, ab einem gewissen Alter gehen die langen Haare als Gendermarker für Frauen auch im Männer. Ja. Das fand ich ganz interessant. An bei einem bestimmten Alter also jetzt auch nicht mehr ein Zeichen von ich sie Punk oder ich sind irgendwie an einer Alternativkultur für so schwarze Firmen, mehr einfach ein Marker von ich sind eine Allfrau und ich vier für mich also du hast das Gefühl, dass die Gesellschaft relativ tolerant so. Vielleicht nicht mit all Färf, aber alles, was so Rotänen sind, manchmal ist aber ganz, ganz unerkannt und du also Ja. kaum einen, den nach komisch guckt. Vielleicht echt sogar bei Gronhoer, wobei es ja auch schon bei dem Sam Tosser, der Kulturminister, gibt ja eigentlich ja so ein Mini-Skandal, dass irgendwie sie, ich weiß nicht von wem, extrem beleidigt ging aus, wenn es denn ihre kurzen Haare. Ah, krass. Ich weiß den Kontext nicht mehr, ich kann da raussichern und dann schön sitzen. Also, ich weiß, dass mir bei der Vox Artikel darüber hatten, da das ganz sicher. Wie ist es da bei dir, Joel? Was waren deine Gründe für Haare zu wechseln? Also es gab zwei große Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich muss da eine andere Frisur machen. Da denkt wer für die Rasta loszugehen. Das wäre eigentlich so, weil ich die schon lange hatte, aber weil ich gedacht habe, okay, die Zeit ist Lou River. Und das wäre auch dann so geplant, spontan. Also ich habe mir richtig gesagt, okay, das ist immer passiert. Und dann irgendwann sind ich mal abgestanden und gedacht, okay, today is the day. Wow. Und das wäre auch dann so, okay, das war das Jahr 4 Menge 13. Premiere, wie das haut die Fashion. Und das heißt, ich glaube, es ist so, okay, lo fängt der neue Leben an, lo gehen ich studieren, okay, neue Frisur, und bis ich dann auf die Uni gehen, sind sie am Halleface lang. Interessanten, noch krasse Prozesse, noch krassen Break so. Und die Geschichte mit dem Rosa 4, wenn das wäre effektiv auch nur so ein Break-up, wo ich mir Langhaar aufgeschnitten habe und gedacht habe, okay, lo fürfen ich sie und machen irgendwie witzige Experimente mit Färb und Frisur. Das wäre vielleicht nicht ganz so radikal, auch wenn es vielleicht so ist, nicht so radikal angefühlt mir ist. Also okay, ich habe irgendwie Lust, das zu probieren. Aber ich meine, dass das natürlich auch ein bisschen zu tun hat mit, okay, ich brauche eine Änderung und es gibt irgendwie Zeit für etwas Neues zu machen. Ich fand das mega interessant, weil so Frisureveränderungen, no Trennungen, ist ja schon so ein gesellschaftlichen Trope. Ich meine, ich habe das auch schon in irgendeinem Film gesehen und auch bei leider meinem Umfeld, aber meinen Ex-Personen mitkriegt. Es sind, wie gesagt, nicht so der Genre, Lust zu haben, mein Haar zu wechseln. Da bin ich das nie gemäht. Aber ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, also was dort drin sind, irgendwie so, sich auch Lust zu machen. Aber ich meine auch, dass so den New Hair, New Me Dinge nicht zu 100% funktioniert. Was sind da deine
Gedanken oder auch Erfahrungen? Also ich habe schon ein Gefühl, je nachdem wer dem ist, ne? Also so ganz krass aufschneiden und rasieren, das hat schon etwas mit mir gemäht und ich habe mich schon dann auch eine Zeit lang ein bisschen wie Badass gefühlt. Ich weiß nicht genau wieso, woher das kommt, aus mir so schon mega kurz so, ich habe Barlängglatz, ich bin mega Bass. Mir hat natürlich so 2 Wochen gedauert und du nicht so. Also ich hatte aber irgendwie gefühlt, Leute hätten nicht mehr Respekt für mir, keine Ahnung, das wäre vielleicht doch einfach Blödsinn. Und mit den gefärbten Haaren wäre schon für mich, auch weil sie rosa wären, und aber viele Leute mich komisch geguckt, teilweise auch komisch Remarke gemäht. Und das mischt da schon etwas mit einem selber, wenn ihn das so nicht so hört. Da den oft zu Remarke gemäht kriegt und dann mit kriegt sie gemäht, dann ändert das schon etwas in der eigener Perzeption. Ich habe trotzdem auch schon das Gefühl gehabt, okay, ich bin irgendwie vielleicht eine andere Person, mir strahlen irgendwie etwas aus oder ich bin irgendwie extra. Es können dann noch mit Leuten, die keine dumme Remarke machen, aber da relativ easy an Gespräch, weil oft in halt Kommentare kriegt so, oh, das ist ein cool Fan oder wow, das gebe ich mir nicht trauen. Also das mischt da schon irgendwie etwas mit einem, aber ich dadurch die Perzeption von den anderen Leuten, wie dass ich mich nur selber dann so furchtbar ernst gefühlt habe. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es heinz mehr darum geht, nicht mehr die Frisur zu haben, die er während der Beziehung hat und dafür dann einfach so einen Trennungsstrich können zu ziehen für sich selber. Und da vielleicht auch, wenn den schon dran denkt, für zu daten, dass den denkt, okay, dann fallen ich nur ab, weil ich mega kurz so habe oder weil ich sie gering rosa gefärbt habe, was auch immer, ne? Waren die Remarken, die du gekriegt hast, echt so queerfeindlich oder war es echt so, du hast irgendeinen alternativen Hairstyle? Die wären echt queerfeindlich leider. Also das Ja. wär relativ klar. Ja, das ist krass, weil also ich finde auch andere Leute befroht, die so für drunten lange Haare hatten und dann kurze Haare hatten. Das sind halt weiblich gelesene Personen. Das heißt, du greift Queerfeindlichkeit einfach an nicht. Also ich denke, bei männlich gelesenen Personen ist es echt, wenn sie lange Haare oder gefärbten Haare haben, aber bei weiblich gelesenen Personen echt, wenn sie mir kurze Haare kriegen. Und du hast viele Leute auch gezählt, dass, also viel, schon mal 2, 3 Personen drüber geschwärzt, dass sie sonst mit langen Haaren echt so sexistisch Remarke gemäht wurden. So angeguckt gehen, gecatcalled gehen, ja, oder für Männer voll geholt gehen auch. Und dass es das eben geändert wird. Und eine Person hat aber gesagt, irgendwie war es auch entlastend, weil, wenn ich nicht gerade queerfeindlich blöd angemalt ging, war es klar, ich habe mein Haar not for the male gaze gemäht. Das heißt, der male gaze gesagt mich Männer wie für drin, aber wenn ich dann angeschwart ging, weiß ich wirklich, dass, weil ich queer gelesen gehen an lo irgendetwas queerfeindliches könnt quasi. Was ja wahrscheinlich ist, dass am Gegensatz dazu queer Menschen mich wahrscheinlich auch queer lesen. Und das ja dann meistens etwas, was die will oder etwas, was positiver ist. Ja, ja, und die Person hat auch gesagt, dass also es gibt so einen Männerclub bei der Person in der Straße. Und mit langen Haaren sind Männer so nie aus dem Weg gegangen und haben immer blöd geguckt und haben gegrinst und so. Und mit kurzen Haaren sind Männer einfach kommentarlos aus dem Weg gegangen. Also ich meine, das ist ja auch etwas Positives, was dann passiert. Und ich denke so zu dem Thema Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, aus meiner Erfahrung auch, so wie es du gesagt hast, dass dadurch, dass meine Fremdwahrnehmung sich verändert wird, also wie andere Leute mit mir umgehen, wie sie mit mir schwätzen, was sie mich freuen, wie sie mich gucken, viel mit meiner Selbstwahrnehmung gemäht wird. Und das der mein großen Teil war, wie holen ich mich am Anfang selber durch meine Frisur wohler. Also ich habe das Gefühl, es gibt ganz viel bei Frisuren, zumindest bei mir, die fehlt davon, was hat das für einen Einfluss auf mein Umfeld quasi. Weil das heißt so, ich weiß nicht, ich meine, das ist auch okay, mich fand doch heinst du ein bisschen schuld, also heinst du gegen ein Stück gern einfach eine Frisur machen, das ist für mich, für meine Selbstwahrnehmung, mir das, also ich kann nicht nie aufgekoppelt davon entscheiden, meine Frisuren. Und auch ein bisschen zu rasch, also ich meine, wenn ihr Angst hört für queerfeindliche Kommentare, ja, verstehe ich auch, dass da Leute so ich meine, du willst Männer gern und dass sie irgendwie davon beeinflusst gehen.
Bei mir war das immer so, oh, ich meine neue Frisur gemäht und ich mich mega gefreut, so mega coole rosa Haar. Und dann kriegst du Remarque gemäht und ich wäre immer ganz erstaunt, wieso ich Remarque Gift gemäht kriege. Wie sie sich irgendwann so, ja, okay, heteronormativ, normale Gesellschaft. Es halt so, just weil du das für Jahr meint nicht so krass matt kriegst wirst die ganze Zeit, hier steht nicht, dass das nicht so ist. Also just weil du es gut findest und dein Umfeld das cool findest, hier steht nicht, dass Chiterin das so findet. Und leider gibt es immer noch ganz viele Leute, die, wenn sie engem hier Frisur nicht gut fanden, mengen sie müssten das so. Das ist ja auch etwas, was am Anfang nicht so, einfach nicht fein ist, keine Manieren sind und noch einfach nicht nötig ist, für fremde Leute mitzudelen, die den hier Frisuren nicht gut finden. Ja, da wären wir ein bisschen beim Bodyshaming, oder? Also das Leute sich ja auch dazu entitled fühlen, so etwas über andere Features und einen Körper oder in einem Outfit zu kommentieren. Ich fand interessant, dass du vorhin angesprochen hast, dass so queer Frisuren schon oft Funktion haben, für das andere Queers eben merken. Und ich meine, das sind natürlich noch Weitermacherinnen wie Kleider, wen sich behält und so weiter. Aber ich denke, dass auch da Frisuren ein extrem wichtigen Teil sind. Und ich habe vorhin so ein bisschen über so Straight Girl Machere geschwärzt, also so mit dem langen Haar, dem High Ponytail oder vielleicht so Klammern, Clipsen oder so. Und ich denke, dass du aber auch wichtig ist zu sagen, dass Personen, die sich immens femme Kleiden ausdrücken und das auch an ihren Haaren ausdrücken, dass einfach auch ein Problem ist am queeren Dating, dass ihn da vielleicht nicht auf den ersten Moment queer gelesen wird. Also quasi so die queer femme Invisibility, die ja auch so ein bisschen gibt bei queeren Frauen. Ja. Ja, ich denke, die Invisibility geht die überall nicht für ihn, hat Lust zu Frisur. Aus diverse Gründen so offensichtlich queer zu machen, und jeder erkennt dann immer, dass die andere Person queer ist oder lässt sich erkennen. Und das ist also nicht genau wie das in den Zweischneides Schwert aus der andere auch rennt, von den unsichtbar ist für den größten Teil von der Mehrheitsgesellschaft, dann also halt auch wahrscheinlich relativ unsichtbar für Daylight, für die vielleicht sichtbar will sehen. Das sind ja die Kompromisse, die ihn angeht, das für am Ganzen. Das sind nicht nur Frisur, mehr halt auch Kleidung und Behüllen und so weiter. Ja, und ich meine, queere Marker von den Haaren ist ja der Grund, für was ich mal alle 2 Wochen mehr gehen, die blöde Zeit hatten, über meine Ohren nur zu schneiden. Also, es scheint ja dann aber trotzdem wichtig zu sehen. Und ich freue mich so ein bisschen, ob Mehrheit Gesellschaftsmengen rausgewurzelten Sidecuts, die ich mal nur schneiden, überhaupt vorhält, wo ich lang Haar habe. Also das ist auf jeden Fall, was mich beschäftigt. Langt von meinen Haaren erwartet Leute mit der Menge. Und auch, ob ich einen Schian habe oder nicht. Weil ich schon an der Last ein paar von mir als Männer gehörte Personen gesehen, die sich schneller lange Haare hatten. Und dann vier so Pony. Und du hast mir recht aufgefallen, dass am Anfang ein Pony zu haben, also vier so die Schianen, an denen der Plätze bei ist, auch mega weiblich konnotiert ist, weil ich selber an mir gemerkt habe, dass ich irritiert bin davon. Wenn ich jetzt einen sogenannten Männer oder von mir so gehört an der Straße gesehen. Also auch interessant, wie man da spielen kann mit Frisuren. Und das ist ja auch, also für mich, und ich sehe wirklich nicht unbedingt eine Person, die super sich weiblich präsentiert, mir aber auch keine Person, die unbedingt Probleme damit hat. Merkt nicht aber, dass so der Gang an den Rayon von den Haargummien dann aber ein bisschen so, ja, okay, das leider ist alles extrem weiblich konnotiert, so an meinem Kopf. Das ist ein Haargummi. Das ist ja nicht Schlimmes in der Gummien. Und egal, was ich kaufe, nicht viel schlimm. Aber das ist schon ganz spannend. Und auch, da das teilweise auch schwer ist für so Stenkel und irgendwelche so Klammern oder so Sachen, die sich an vorstechen kann, für sie vielleicht zusammen zu halten oder Handen zusammen zu bannen. So, das ist relativ schwer für Sachen an andere Färbtöne zu finden, wie Schwarz oder halt rosa Glitzer. Vielleicht irgendwie Mauve, aber sonst Mensch, also geht es doch nicht unbedingt so viel Vielfalt. Ja, und das ist schön, weil ich meine, also das ist ein bisschen wie mit Neelack. Ich habe das Gefühl, dass ganz viele Männer oder männlich gelesene Personen Neelack für sich entdecken. Und ich ging mir das manchmal wünschen für so hoher Schmuck. Also, dass Leute, die darüber Bock hatten, die männlich sozialisiert sind, das auch könnten einfach benutzen, und dann ging natürlich der sogenannte Markt sich anpassen und auch eine Form von hoher Schmuck produzieren, oder? Ich meine, wir haben da historisch eine Chance verpasst. Im Jahr
2001 oder 2002 oder so, wo die Herr der Ringe-Filme rauskommen sind. Ja. Weil die Legolas und all die Elben, die haben ja extrem lang Haar. An Teilweise haben sie es auch so geflasht gehabt. Und ich finde das schon damals als Jugendlichen ziemlich cool von der Gedicht war das am Anfang eine coole Idee. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass den Trend ist nicht abgegriffen. Also da hat Kind etwas entstanden, meiner Meinung nach. Joel, soll man zum Schluss noch ein bisschen über Sex auf Frisur schwätzen? Oder Thema Beziehungen auf Frisuren? Gern. Hast du eine bestimmte Frisur, wo du denkst, wenn du dir sagst in einer Person, denkst du, okay, cool, das fand ich sexy, das fand ich attraktiv, das fand ich ästhetisch? Nicht unbedingt, tatsächlich. Ich meine, dass du wie mit vielen anderen Sachen, die so mit Types zu den Hütten unzählen findest, sobald ich eine Person mit einer gewissen Frisur gedatet habe, fand ich die Frisur und andere Leute oft flott. Das ist nicht der erste Fall, aber meistens, für allem, wenn ich mit Leuten wie lang zusammen war, fand ich das dann und andere Leute attraktiv. Beispiel, ich war für 3-4 Jahre mit einer Person zusammen, die mega lang Haar hat. Und ich war für noch nie mit einer Person zusammen mit so langen Haar, wirklich bis bald innen und der Rick. Und am Anfang haben sie mich beim Knutschen mega gesteuert, dass sie immer an meinem Gesicht waren und immer überall waren. Und dann, wo wir uns getrennt haben, habe ich mega vermisst, dass ich nicht die Haare die ganze Zeit am Gesicht hängen hat. Also fand ich Leute mit langen Haaren auch extrem flott. Dafür war das aber nie ein von meinen Specifical Types, wo ich mir gedacht habe, hey. Das heißt, ich meine, bei mir ist es ein bisschen an meiner eigenen Beziehungsgeschichte verankert, was ich flott fand. Und ich denke, dass ich, wenn eine Person eine Frisur hat, die so ein bisschen queer markiert, das quasi wie im Moment eben Fukuhila oder vielleicht Zeitkotz oder so, echt aufmerksam gehen natürliche Personen und dann echt evaluieren, ob sie flott fanden oder nicht. Da das bei mir ganz sicher auch so. Alles wird ein bisschen alternativ ausgesagt. Also, okay, cool. Ich fand es so witzig, wenn den so auf der Straße geht und dann merkt den so, oh, die Person hat eine interessante Frisur, und dann merkt den, oh, das ist den Mutz oder oh, das ist der Fischi. Das geschieht mir eins so, zu denken, oder nee, das ist aber keine coole Frisur, das ist einfach just eine Kopfbedeckung. Bei mir ist es manchmal echt ein bisschen umgedreht wie bei dir. Also ist schon so Sachen, die ich schon ganz lang irgendwie als irgendein mehr oder weniger unerfindlichen Grund ästhetisch fand und wo ich aber nie mit einer Person zusammen wäre, die das wirklich so hat. Also ich fand so Naturrothaar extrem ästhetisch schön und ich wäre eigentlich an eine Person verliebt, die so hat, relativ frei in meinem Leben, aber ich wäre nie mit einer Person zusammen, die das hat. Also das ist ein bisschen interessant, dass das so ein unerreichtes Ziel ist, also ein bisschen. Aber das ist nicht der Einzige, was ich schön fand, und oft gewinnen den sich auch irgendwie um die Frisuren, die Leute tun, und fangen den an, die cool zu finden, auch wenn den am Anfang vielleicht gedacht hat, ja, vielleicht von dem Hut ein bisschen ernst wäre, gibt es noch nie flott von. Was sind da so Sachen, die du flott findest? Rothaar? Wie ich schon gesagt, alles, was irgendwie so alternativ queer markiert das. Ich fand es aber auch cool, weil Leute sich hier Wäsche rasieren oder so ein Brust rasieren. Das habe ich auch schon gehabt an Beziehungen, wo ich dann am Anfang echt so skeptisch war. Und da habe ich mir gedacht, oh, ich fand das extrem sexy und extrem cool. Was auch cool aus, also ich finde, den sich überlegt, für sich ein Brust zu schneiden, die Gewand pro Quadratzentimeter erogen Zonen ob manst für 2 Wochen, also weil Kopfhaut halt einfach ohne hoher Dach ziemlich empfindlich ist und eine ziemlich cool quasi du gepackt oder gekusst zu gehen oder so. Interessant, dass du das mit der Brust gesagt hast. Schon letztes Jahr kurz eine Person mit einer Brust gedatet und ich fand, das fühlt sich auch extrem gut an den Hand an, wenn du mit den Hand so drüber fährt. Aber es wird ich bemerkt haben, dadurch, dass meine letzten 2 Ex-Personen sich hoher verändert haben, nachdem es mal als getrennt haben. Weil du gesagt hast, weil Leute hoher Wirsteln an der Beziehung. Also für mich extrem schwer oder ziemlich negativ besagt, weil meine Beziehungsperson will hier hoher, ob ein radikal allerweise anderen. Und halt so komme ich mal ein bisschen blöd für, weil ich mir denke, oh, ich will Sachen nicht überinterpretieren und ich hätte ja gern, dass die Person so selbstbestimmt alles kann machen, was sie will. Und ich will irgendwie nicht ausschneidend sein, also nee, fand ich aber nicht so gut, wenn du so radikal den Hoher anders. Mir es mischt einfach emotional ab es mit mir. Da wäre es aus der Lo an meiner derzeitigen Beziehung ein Thema, weil wo man es kennengelernt hat die Person kurz da ist der Haar viel blondiert und dann zu dem Moment, wo wir uns verliebt haben, letztes Jahr waren sie ganz blondiert.
Und lo, also für mich mega schwierig, dass die Person zurück zu so ganz deisteren hoher geht, weil das halt nicht die Person ist, an der ich mich verliebt bin. Kannst du das, Joel? Ja, ich kann, ob man die Angst zu viel drüber, wenn eine Person sieht, ich will oder dann das machen, der dann meint so, okay, ich fand das lo mega schön und mega attraktiv, wieso willst du das ändern? Ja, ich kann dadurch, den da ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich drum zu gewinnen. Es sind aber meistens dann erstaunt, wie gut der Person das geht und sind dann meistens direkt mit on boat bei den Sachen, die sich ändern. Ja, ich verstehe einfach, dass das schwierig ist. Und ich meine, das auch einfach eine Sache, die schwierig ist, weil gerade wie du siehst, wenn es radikale Änderungen sind, ja, da muss ich sich erstens zu gewinnen, und zweitens also nicht unbedingt immer etwas verdenken, dann so gefällt. Und ich verstehe das noch viel besser, wenn du siehst, die Ex-Personen haben sich immer radikal geändert, nur der Trennung, dann hat die natürlich so Konnotationen, die da mit spielen. Ja, das ist interessant, wie hoch so der psychologischen Teil haben. Schon noch eine Anekdote, bevor wir aber den Ernst kommen. Und zwar hat eine Person mal erzählt, dass sie immer, bevor sie Mathe-Prüfung hat, die hoher geschnitten hat, weil sie sie war nie gut am Mathe. Und für einer Mathe-Prüfung hier hoher geschnitten hat, und die Prüfung ist mega gut gegangen. Und du musst dazu so einem Ritual gehen, so ein glücksbringend Ritual. Und die Person hat dann gefühlt, ich muss das alles so machen. Und ich schneide mir da Blockaden an meinen Haarspitzen. Wasch. Quasi so als psychohygienischen Gründen für so frische neue Kapseln. Das finde ich mega leid fand. Und ziemlich smart. Ja, das ist eine Live-Anekdote. So, ich meine, wir sind am Schluss, auch wenn das wahrscheinlich noch ganz viel zu erzählen gibt, mir vielleicht schon mal das Thema Jonanka ab. Von dir als absolut Modell zum Thema Haar, da könnt ihr das über als Social-Media-Kanäle machen oder als sex@ara.lu eng E-Mail oder einen Liebesbrief schreiben. So, Kelly, du gehst bei der Coiffeur. Yes. Mal dann viel Spaß. Vielmals merci. Wir hören uns in 2 Wochen. Genau. Ciao. Ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Was ist Homologie? Homo bedeutet gleich oder ähnlich. Homologie ist ein biologisches Konzept. Was beschreibt oder bedeutet, dass biologische Strukturen sich ähnlich sind. Genitalien zum Beispiel sind homolog Organe. Was heißt das? Das heißt, dass Penissen, Vulven und Intergenitalien aus den selben oder ähnlichen Bestandteilen bestehen. Was sind die unterschiedlichen Teile? All Genitalien haben ein Organ mit einer runden Spitze auf verschiedene Kummeren, das extrem sensibel ist und sich bei sexueller Erregung mit Blut füllt. Wir kennen das Organ unter dem Namen Penis und Klitoris. Sowohl der Penis wie auch die Klitoris bestehen aus 3 Kummeren. 2 von diesen Kummeren nennen den Corpus cavernosum oder auch nach Schwellkörperen. Die 2 Schwellkörperen am Penis und an der Klitoris machen genau das, wie sie heißen, nämlich ausschwellen. Bei Erregung füllen sie sich mit Blut und gehen steif. Und dann gibt es noch eine dritte Kummer, die heißt Corpus spongiosum. Das ist ein Gewebe, das immer durch Blut geht und mit einer Eichel abhält. Beim Penis nennen wir das Penisspitz oder Eichel und bei der Vulva nennen wir das Klitorisspitz. Falls du noch mehr Fragen hast zum Abbau von der Klitoris und von der Vulva, kannst du gerne die Rubrik Ein gut froh, was ist Klitoris lauschen. Die findest du auf der Website in der Rubrik. Gehen wir weiter. All Genitalien haben auch noch ein Organ, das Müll und dehnbar ist und auf dem am Laufe von der Pubertät hoher Wurzeln. Das wird beim Penis den Hodensack, auch noch Skrotum genannt, und bei der Vulva die Bausis Vulvalepse. All die Teile sehen nicht mehr von außen ähnlich aus. Sie entwickeln sich tatsächlich aus demselben Gewebe bei einem Fötus. Weil bis zur 9. Schwangerschaftswoche sehen Genitalien alle gut selbig aus. Dann fangen viele an, sich echt Richtung Penis oder Richtung Vulva zu entwickeln. Aber sie bestehen alle aus demselben Grundmaterial. Das erklärt auch ganz logischerweise, für was es Intergenitalien gibt, also Genitalien, die sich irgendwo dazwischen befinden,
Und dass das ein ganz normal Genitalvariation sind. Wenn es euch interessiert, wie Genitalien sich am Laufe der Schwangerschaft entwickeln, dann findet ihr dazu eine Grafik an dem Amelie Nagoski seinem Buch Come As You Are am Kapitel 1. Aus dem Kapitel habe ich auch noch viel von den weiteren Informationen von dieser Rubrik. Die fand natürlich wie immer dem Amelie sein Buch auch noch ein Kehr an den Shownotes zu dieser Rubrik auf der Website in der Rubrike. Wir haben noch gelernt, Körperen sind aus den selben Bestandteilen sücht unterschiedlich zusammengesetzt. Amelie Nagoski sieht dazu, all the same parts organized in a different way. Aber für was ist das so wichtig zu verstehen? Für was zählen ich erst überhaupt über biologische Homologie? An unserer Gesellschaft kriegen wir oft beigebracht, dass Männer und Frauen an ihr Körperen, Genitalien und Sexualitäten ganz unterschiedlich wären. Aber am Anfang gibt es mindestens genauso viele Unterschiede innerhalb von den Gruppen wie der Tisch. Ich gebe euch ein kleines Beispiel, was nicht sexuell ist. Körpergröße. Durchschnittsgröße bei Männern ist 1,79 Meter und bei Frauen 1,63 Meter. Das ist ein Unterschied von 16 cm. Wenn ihnen 1000 Personen zufällig an der Straße auswählt am Moose gehen, 500 Männer und 500 Frauen, gingen 3 Sachen feststellen. Erstens, es gibt mehr Unterschiede innerhalb von den 2 Gruppen, wie der Tisch. Zweitens, gibt es natürlich ein Teil Überschneidungen zwischen den 2 Gruppen. Und drittens befanden sich 100 bis 200 Leute von den 1000 außerhalb von denen Durchschnittswerte, wie groß Frauen und Männer sind. Wenn in das Beispiel umlädt, ob Genitalien und Sexualität, da geht klar, für was es so wichtig ist, sich für anzuhalten, nicht nur die Unterschiede zwischen den 2 Gruppen, sondern vor allem die Variationen und Variationenvielfalt, die es da gibt. Leider ist es so, dass ganz viele Leute noch immer das Gefühl haben, dass ihre Genitalien, wie sie sind, nicht normal schön auf einer Bar sind. Es finden sie zu groß, zu klein, dass sie zu viel hängen, nicht die richtige Farbe haben, zu asymmetrisch sind, zu schief und so weiter. Zu verstehen, dass alle Genitalien normal, schön und genauso gut sind, wie sie sind, an eine Variation, an eine Zusammensetzung von den selben Teilen, kann helfen, mit Gefühlen von Schuld oder Unsicherheit umzugehen. Ganz viele Leute kennen das Gefühl, dass sie sich mit ihren Genitalien nicht so ganz wohlfühlen. Was hier kann helfen, ist, sich die eigenen Genitalien mehr genau anzugucken. Das kann ihr selber machen, zum Beispiel mit Hilfe von einem Spiegel. Ein Tipp ist hier, einen kleinen Handspiegel zur Hand zu holen. Hier kann ihr noch verstehen, wo die unterschiedlichen Stellen, die ich wieder beschrieben habe, sind. Sowohl die Banneleien, wie auch die Bausen sind. Für das besser visualisieren zu können, kann es doch hilfreich sein, sich noch eine Grafik anzugucken, wie Genitalien an ihren unterschiedlichen Teilen abgebaut sind. So fand er zum Beispiel auch an dem Amelie Nagoski seinem Buch. Und das überdrohen auf den eigenen Körper. Zum Beispiel wirklich herauszufinden, wo ist mein Klitoris spitzt, wo liegen Schwellkörperen von meinen Genitalien. Wenn er sich nicht wohlfühlt, selber einen Blick zu gehen, kann er noch Personen, mit denen er Sex hat, fragen, dass sie einen Blick werfen. Meistens ist es so, dass man als eigene Körperin mehr hart jugieren wie die von anderen Personen, und für allem Leute, die mit einem Sex haben, ihn schön und attraktiv finden, so wie ihn ist. Das können wir nutzen. Dass wir alle eine eigene und einzigartige Variation von den selben Bestandteilen sind, möchte auch klar, dass Genitalien, die nicht aus einem medizinischen oder gesellschaftlichen Point de vue eindeutig weiblich oder männlich sind, total normal, wunderbar erscheinen, sind, so wie sie sind. Das gilt natürlich auch für andere Variationen innerhalb vom Körper. Wenn du mehr zu diesen intergeschlechtlichen Variationen willst gehen, kannst du auch nach dem Robin-Sing-Rubrik ein gut froh, was aus Intergeschlechtlichkeit leisten. Bis geschwind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet und ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr findet mehr wie Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen.
Mehr wie Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kanner und Jugend. Und mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Das Ministerium für Education, Kanner und Jugend an den CESAS geben alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf. Fängst du? Ja, ich kann nur fangen. Soll ich mal länger froh fangen oder soll ich etwas so? Wie du willst, ich muss jetzt kurz mein Fuß angeschlafen. Ich muss halt kurz Okay, ein bisschen okay. rascheln. Es tut mir mega leid, dass du das alles muss rausschneiden mit den Das- ganzen Händen hier gedingst. Nee, guck, wenn das zum Schluss geschieht, dann ist das immer so, ja, du kannst nicht 2 Minuten rausschneiden und dann ist der Podcast schon mal fertig. Ja, das stimmt. Ähm. Fang du an, wie du willst. Okay. Ich stelle dir eine Frage.